Sehr geehrte Kunstschaffende, geschätzte Damen und Herren aus Wirtschaft und Politik, liebe Freunde von der Kunst, geschätzte Damen und Herren, das Jahr hat der Kanton Nidwalden die regierungsrätlichen Grußworte für die Jahresausstellung von der Zentralschweizer Kunstszene hier im Kunsthaus Luzern dürfen zu überbringen. Es freut mich sehr und es ist mir eine Ehre, hier mit Ihnen die Jahresausstellung 2010 zu eröffnen zu dürfen. Die Ausstellung öffnet ihre Tür in der Folge bereits zum 10. Mal. Die Direktion hat sich für das 10-jährige Jubiläum vom Kunstmuseum im KKL etwas ganz Besonderes einfallen. Aus unterschiedlichen Regionen sind 10 Kuratoren aus unterschiedlichen Fachgebieten eingeladen worden. Sie sollen doch Künstlerinnen und Künstler auswählen und mit ihnen eine Ausstellung zu gestalten. Das Resultat, meine Damen und Herren, liebe Kinder, ist überwältigend. Werke von 93 Künstlerinnen und Künstlern werden hier an dieser Ausstellung anzutreffen sein. An der heutigen Darbietung von der Zentralschweizer Kunstszene haben sich also viele Künstler, so viele Künstler wie noch nie in den letzten 10 Jahren beteiligt. Eine Ausstellungsbesichtigung, wie das vielleicht zum Teil schon hinter euch habt, wird Ihnen, geschätzte Besucher, die grosse Vielfalt bestätigen, die dank dem neuen Konzept zustande gekommen ist. Mir persönlich gefällt der neue Ansatz und das neue Konzept sehr gut. Ist es doch einmal nicht eine hoch dotierte Jury, die einladen? Nein. Es sind 10 Persönlichkeiten mit ihrem ganz spezifischen und persönlichen Ansicht, ihrem persönlichen Verständnis, zusammen mit ihrer eigenen persönlichen Erfahrung, Eigenheit und dem für jeden Mensch ganz speziell einmaligen Geschmack für Kunst, weil für jeden Mensch ist Kunst etwas anderes. Und die 10-fach unterschiedliche Auswahlarbeit ist dann schliesslich als Ganzes zusammengebracht worden hier in die Räumlichkeiten. Nämlich das, was wir heute als Ausstellung Zentralschweizer Kunstszene 2010 gemeinsam eröffnen. Wir erinnern das Konzept auch ein bisschen an unsere Schweizer Politik. Die Politik lebt von und durch Politikerinnen und Politiker dank ihren unterschiedlichen Ansichten, Überzeugungen und Erfahrungen. Sie vertreten verschiedene Interessensgruppen in der Bevölkerung und, so hoffen wir wenigstens, stehen zu ihren Überzeugungen und Entscheidungen. Und das ist genau das Gleiche wie hier. Unsere Künstler, die hier ausstellen, die ebenfalls stolz, selbstsicher und überzeugt hinter ihren Werken stehen. Auch in der Politik erfahren wir Ähnliches wie in der Kultur. Es gibt Unterschiede in der Betrachtung, in der Meinung. Man ist sich im Grossen oder im Detail nicht einig. Es gibt Misstöne, es gibt Leute, die sich nicht vertreten oder nicht angesprochen fühlen. Während in der Politik nach Kompromiss und Lösungen muss gesucht werden, wo nötig sogar das Volk endgültig entscheidet, ist auf der anderen Seite bei der Kunst die Situation so, die Kunst hat das grosse Privileg, dass sie keine gemeinsamen Lösungen oder keine Mehrheiten muss suchen und finden, sondern sie soll und sie muss ihre individuelle und exklusive Freiheit behalten. Und dennoch, gerade wegen dieser Vielfalt bei Kultur und Politik, haben gleich beide etwas Gemeinsames und sehr Wertvolles.
Auf der politischen Seite entsteht dank unserem System der direkten Demokratie als Ganzes unsere Schweiz, unser wunderbares Land. Und auf der kulturellen Seite erleben wir, wie zum Beispiel heute am Abend, wie 93 individuelle Werke zu einem Ganzen zusammenfinden und damit die Ausstellung exklusiv und wertvoll machen. Es freut mich, dass die 6 Zentralschweizer Kantone im Bereich von Kultur so gut zusammenarbeiten. Wie ihr sicher alle wisst, ist das nicht in allen Bereichen immer gleich der Fall. Ich freue mich jetzt mit Ihnen auf die Eröffnung von dieser Jahresausstellung. Ich danke allen Mitwirkenden für die grosse Arbeit, die ist geleistet worden, für das, was wir heute bewundern können. Ich bedanke mich bei den Künstlerinnen und Künstlern für ihr Arbeiten, mit dem sie unsere Zentralschweiz bereichern, dadurch exklusiver und spannender machen. Ihr, sehr geehrte Anwesende, wissen sicher auch, es verstehen nicht alle das Gleiche unter dem Begriff Kunst. Das ist aber auch natürlich und absolut richtig so. Es lohnt sich aber, sich für die Freiheit und Vielfältigkeit von der Kunst einzusetzen und sich dafür zu engagieren. Genauso wie es sich auch lohnt, sich für die Freiheit und Vielfältigkeit von unserem wunderbaren Land einzustehen. Geschätzte Kulturschaffende, in diesem Sinn wünsche ich euch weiterhin ungebrochene und erfolgreiche Schaffenskraft. Danke.